Jo, servus, da bin ich nochmal. Welchem Karre ich? So, jetzt noch einmal Jahr wollte ich nochmal ein Video machen vom Karren. Da ist er gut. Ich bin gerade da mal wieder an der Wasserturm gefahren. Da für ein Video zu machen. Ja. Guck, da ist er der Karre. Ich wollte mal wieder ein kleines Update machen vom Karre. Ja, soweit. Läuft die Geschichte, sag ich dir. Ich mache mal auf. Wacht. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich mach mal an. Ich hab mich mal neu in der Karre. Da, ich habe jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob man sehen kann, warte mal. Gucke. Da 6200 Kilometer schon drauf. Und soweit läuft die Geschichte, ne? Also ich kann mich nicht beschweren, also ich habe aber dem letzten, da so fast einen Monat oder wie, da ist mein Scheibenwischer ist immer schwerer gegangen. Da mein Scheibenwischer da. Und irgendwann da ist er gar nicht mehr gegangen. Und da habe ich dann einfach da habe ich einfach da bei der Verschraubung, da habe ich ein bisschen WD-40 neu gemacht und dann ist er wieder gegangen, aber irgendwann ist gar nichts mehr gegangen. Und ja, da habe ich mir schon gedacht, oh, das ist locker der Motor, der Scheibenwischermotor, wo kaputt ist. Aber da wollte ich nicht da in Kreuznach, da beim Gatsch, da in Kreuznach anrufen, da. Und, oh, warte mal, da sehe ich gerade beim Spiegel, da das Plastik, da, die Halterung, das war ein bisschen verranzt jetzt. Und weißt du, was ich meine? Und dann habe ich geguckt und habe halt mal überlegt, da bin ich mal auf Geusen gefahren. Da bin ich mal zum Gatsch gefahren und da auf Geusen. Da zum Cycle-Team da, weil der hat auch jetzt die Kabinenrolle, aber der hat gemeint, aber der hat nur die vierrädrige gehabt anscheinend, aber das ist auch irgendwie ein anderer Hersteller da, keine Ahnung, und da hat er gemeint, der weiß nicht, der tut irgendwie nur zwei Karren da, die Karre machen die andere. Und dann, ja, und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich einfach mal in Edekoven, da beim Herz in Edekoven, habe ich angerufen, weil da zum Beispiel da die Melita immer oder da auch mein Bruder oder so fahren immer da mit dem Karren immer da zum Herz da, wenn irgendwas ist. Und da hat er gemeint, kommst gerade mal vorbei mit dem Karren, dann gucken wir mal. Und dann bin ich nur noch gefahren vor so 2 Wochen oder 1,5 Wochen. Habe ich ihn runtergebracht und da hat er mal geguckt. Und gestern, oder wann war es? Am Montag, glaube ich, am Montag, habe ich ihn wieder geholt. Und da hat er mir da einen neuen Scheibenwischer auch drauf gemacht, einen neuen. Das ist auch von ich zum Kabinenrolle, aber da ist ein bisschen dünner. Guck, der ist nämlich ganz so, das ist, ich zeige euch mal, guck, da hat er mir einen neuen Scheibenwischer drauf gemacht. Da einen neuen, und hat auch einen neuen Motor, neuen Scheibenwischermotor neu, weil der hat gemeint, der war anscheinend, der Scheibenwischermotor, das war alles schon komplett verrostet, irgendwie, was weiß ich, und da hat er geguckt und hat auch der Scheibenwischermotor unten, der war irgendwie schon halb zusammengerostet und ist nicht mehr gescheit gegangen. Weil da fließt ja das Wischwasser neu, oder der Reche, und irgendwo, ich weiß es nicht, irgendwo, das fließt so runter und kommt da unten, kommt es dann rausgetropst, da auf der Botte. Und irgendwie anscheinend da, das war, weil da sitzt ja vorne drin und irgendwie anscheinend war das irgendwie nicht gescheit dicht. Und da hat er
Da, guck, da siehst du, ach, da hat er auch da, wo er es ich wie gescheit abgedichtet hat, da gescheit abgedichtet. Wo er es da auch gescheit abgedichtet hat, dass da kein Wasser mehr neu kommt. Und da hat er mir einen neue Scheibenwischer dran gemacht, auch ein neue, weil da war auch das Wischerblatt beim alten war auch kaputt gewesen, das war schon eingerissen. Und da hat er mir da von ich zum anderen Kabinenroller, von ich zum, hat er mir im Internet geguckt, von ich zum anderen Karch, hat er mir einen Scheibenwischer dran gemacht. Und jetzt geht's wieder gescheit, guck. Jetzt geht's wieder gescheit. Aber ich gesagt, da mit dem Bezahlen, da hat er gemeint. Da hat er die Rechnung noch nicht gemacht, er muss noch die Rechnung machen und dann bringt er mir die Rechnung da hat er gemeint, dann kann ich vorbeikommen und kann's dann noch bezahlen dann. Warte mal, guck, ich zeig's euch mal, ich hab mich mal neu, weil jetzt mit dem neuen Motor, jetzt mit dem neuen Scheibenwischermotor, ist dann jetzt viel brutaler. Ich kann's euch mal zeigen. Guck, jetzt geht er wieder gescheit. Und jetzt mache ich mal da, guck mal. Ich kann mal da, kannst du Spritzwasser machen da. Guck, jetzt geht er wieder gescheit. Es geht er wieder richtig schnell. Weil das neue Scheibenwischer hat er mir dran gemacht. Und ein neuer Motor neue Scheibenwischermotor. Guck, wie brutal. Das ist brutal, jetzt geht's wieder gescheit. Und, ja. Und dann hat er mir, ich hab's ihm auch noch gesagt, mit der Handbremse habe ich ihm noch gesagt, weil anscheinend, da hat er auch die Handbremse nachgestellt, weil ich habe sie zwar gezogen, aber dann ist die Karre immer noch ein bisschen so gerollt, bis quasi die Handbremse gegriffen hat. Und da hat er gemeint, oh, da guckt er auch einmal, da hat er irgendwo, wo war das, da unten, warte mal, hat er mir es gezeigt, da hat es einfach nachgestellt, die Handbremse, oder der Handbremszug. Ich weiß nicht genau wo, da hat man es gesagt, das ist irgendwo da unten, warte mal. Oh, ich muss gucken, ist durch mit Schund, nein, da ist kein Schund. Da hat da unten irgendwo da hinten, da glaube ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da unten, glaube ich, da ist. Da, ich glaube, das siehst du nicht. Da unten, ich glaube, der Zug, wo da unten ist, das ist der Zug für die Handbremse, glaube ich. Und der geht da hin auf die Hinterräf. Irgendwo da unten, da ist der Zug. Und er hat gemeint, er hat den Zug einfach da nachgestellt, da hat er es halt, da, weil das war schon richtig locker gewesen, da die Schraube. Und da hat er die Schraube nochmal angezogen. Dann hat es halt nochmal gescheit nachgestellt, die Handbremse, und jetzt geht's wieder gescheit. Und jetzt geht's wieder gescheit. Aber, ja. Aber soweit läuft die Geschichte, sag ich da, mit dem Roller, den habe ich jetzt auch da in Geusen. Da, weil irgendwie da, die Woche, da ist er irgendwann nicht mehr gelaufen. Ist der Roller irgendwann nicht mehr gelaufen. Da ist er mir einfach während dem Fahren ist er mir ausgegangen. Und ja, da habe ich gestern mal den Geuser angerufen. Da, und hab's ihm gesagt, da hat er gemeint, ja, der guckt mal, und gestern hat er ihn geholt. Und dann, wie er probiert hat er gleich gesagt, oh, da kann sein, dass, dass man die Ventile einstellen muss beim Roller. Und da habe ich gesagt, ja, ich wollte jetzt ich hätte die Woche jetzt angerufen beim die Inspektion. Und er hat gemeint, oh, Inspektion muss ich auch machen. Und dann da habe ich gesagt, ich wollte die Woche jetzt noch erfahren, aber das ist mir gerade am Wochenende, glaube ich, ist mir jetzt passiert, wo er ausgegangen ist, der Roller nehme ich an. Und da hat er mal geguckt, aber der hat gemeint, das kann sein, dass man die Ventile einstellen muss. Da hat er ihn gleich mitgenommen. Hat gemeint, er guckt mal. Und da hat er gemeint, er tut mir's machen. Und dann, wenn ich ihn hole, der Roller, dann können wir gleich einen Termin machen, gleich für die Inspektion gleich. Und ja, wie gesagt, aber soweit, jetzt, mit dem Kabinenroller wieder, jetzt läuft die Geschichte. Boah, das ist gerade brutal warm, ich gerade schon wieder. Ich mache mal die Fenster auf. Guck, wie brutal, der Scheibenwischer, der ist brutal. Guck, und ich habe mittlerweile
da 6200 drauf auf dem Kaich. Da auf dem Kaich und aber soweit läuft die Geschichte. Soweit läuft die Geschichte, sag ich da. Und das merkst du auch da mit der Handbremse, wo er so auch nachgestellt hat, da. Jetzt geht's wieder gescheit. Und auch da mit dem Scheibenwischer auch. Und ja, wie gesagt, und ich hab da schon 6200 jetzt auf dem Karre. Und ja, soweit. Aber soweit läuft die Geschichte, ne? Ja, aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, jetzt, wenn es jetzt bald wieder Richtung Herbst geht, habe ich gesagt, wenn ich wieder ein bisschen öfter die Heizung brauche, jetzt auch da, weil das geht auch alles noch gescheit, da Heizung und Lüftung geht auch alles noch perfekt. Und dann läuft die Geschichte, ne? Und da habe ich aber gesagt, jetzt gucke ich einmal, vielleicht doch welchem zweiten Akku, weil ich habe immer noch der erste Akku, also nur ein Akku drin, aber da gucke ich vielleicht jetzt dann welchem zweiten Akku. Und dass ich einfach jetzt den Winter, weil ich habe es letzten Winter gemerkt, das ist so schrecklich, da habe ich ihn zwar jeden Tag aufgeladen, aber dann vergisst du mal zu laden oder wie, dann ist er bloß halb voll und dann fahrst 5 Kilometer mit der Heizung und fahrst auf neue Stadt und da mit der Heizung, da zum Schaffen, mit der Heizung an und alles und bis heim kommst dann an einem Tag, dann ist der Akku leer. Obwohl du ihn aufgeladen hast, weil er halt einen Haufen Akku zieht mit der Heizung. Und da habe ich gesagt, das hat keinen Wert. Da muss ich jetzt gucken, jetzt spätestens jetzt den Winter, muss ich jetzt gucken, da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Und ja, da habe ich gesagt, jetzt spätestens den Winter gucke ich einmal, da rufe ich mal an, da in Kreuz nach da. Und dann hole ich mir vielleicht noch einen zweiten Akku einfach und mache neu, dass ich quasi 2 Akkus habe, also generell, weil dann habe ich auch mehr Reichweite. Weißt du, was ich meine? Ich mache mal die Fenster zu. Dann habe ich auch mehr Reichweite. Dann auch im Winter, weil das ist mir lieber. Ich könnte zwar jeden Abend aufladen, aber du brauchst ja die Heizung immer jeden Tag und selbst wenn du aufladest jeden Abend, am nächsten Tag, sobald die Heizung anmachst, gerade im Winter, da frisst das Ding Akku, das ist abartig. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Da gucke ich lieber welchen zweiten Akku, weil dann habe ich generell auch ein bisschen mehr Reichweite. Aber da gucken wir dann mal, wenn es soweit ist jetzt bald, ne? Aber das kriegen wir schon hin, aber soweit bin ich richtig zufrieden mit dem Kaich. Ich habe ihn noch mal ausgesaugt. Der Karre, das ist da schon wieder dreckig ein bisschen, aber ja, soweit läuft die Geschichte. Und jetzt auch mit einem neuen Scheibenwischer. Das ist brutal. Also auch der neue Scheibenwischermotor. Ja. Und ja. Also auch generell jetzt, ich kann mich nicht beschweren. Also der Paste, das ist gestört. Und ja. Ne, soweit läuft die Geschichte, sag ich da. Ne, soweit läuft die Geschichte. Und ja. Und ich muss mal gucken. Warte mal, ich gehe gerade aus dem Kaich. Da fällt mir auch gerade, ich muss ihn auch mal wieder sauber machen. Der Kaich, weil du siehst, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Jetzt da siehst du nichts, welche das Sonne, aber da siehst du da siehst du aber da die Scheibe da, die ist schon wieder komplett dreckig und alles. Da muss ich mal wieder, da siehst du da einen Haufen Dreck auf der Scheibe. Und auch da oben siehst du am Dachfenster oder da.
Warte mal, das ist jetzt blöd, ich stehe gerade ein bisschen abschießig. Da kann ich jetzt gerade nicht gescheit gucken aufs Dach, aber ich weiß nicht, ob man sehen kann, da am Fenster. Da siehst du auf dem Dachfenster. Guck mal, der ist schon wieder dreckig wie Harry. Das sieht schon wieder aus wie Harry und da muss ich mal wieder gucken, dass ich ihn jetzt mal wieder sauber mache. Da siehst du es auch. Da neben an der Scheibe. Da der ganze Dreck und da oben. Und da beim Weißen, da siehst du auch, wenn du drüber gehst, guck. Mal lieber. Ja? Also da wird es mal wieder Zeit. Oder auch da hinten an der Scheibe. Das kommt jetzt im Video nicht so rüber, wegen der Sonne, aber... Warte mal, wenn man da... Das siehst du jetzt nicht, aber der sieht wieder aus wie Harry, der Karre. Da siehst du es ein bisschen. Da, guck. Das sieht wieder aus wie Harry. Dann mache ich ihn mal wieder sauber und dann läuft die Geschichte. Ne? Da überall, das ist, wenn da drüber gehst, über der Karre generell, da merkst du da überall, da, guck mal, wie dreckig meine Hände sind. Das ist, weil es halt, ja, da muss ich mal wieder sauber machen. Der kann ich. Ja, aber soweit, also die Handbremse, die ist jetzt auch wieder nachgestellt. Ach, ich weiß nicht, wo das ist, da hinten ist. Irgendwo da hinten, glaube ich, bei der Hinterachse. Da siehst du, ich bin mir nicht sicher, ich glaube da mit der Feder. Der Zug mit der Feder, da wo die Feder ist. Ich glaube, das ist der Handbremszug. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der ist, aber der hat gemeint, der hat nachgestellt, also der Zug. Also die Handbremse generell hat auch nachgestellt gehabt und jetzt geht es auch wieder gescheit. Und aber soweit bin ich zufrieden mit dem Karre. Ich muss ihn jetzt bloß mal wieder sauber machen. Der sieht schon wieder aus wie Harry. Gut, auf dem Video kommt es jetzt nicht so rüber. Irgendwie anscheinend, aber da oben siehst du. Da habe ich das Sonne, das ist ein bisschen blöd, aber da siehst du halt. Da, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da auf dem Weißen. Da, das sieht wieder aus wie Harry, aber das mache ich. Aber das machen wir noch heute Mittag, da mache ich ihn mal noch sauber. Und dann läuft die Geschichte wieder, ne? Hopp, das war's mal wieder ein kleines Update vom Kabinenroller. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt quasi einen neuen Scheibenwischermotor, hat er neu gemacht. Da und ja, und neue Scheibenwischer und jetzt geht's wieder gescheit. Und ja, hopp, das war's mal wieder. Kurzes Update zum Kabinenroller. Ich fahre mal wieder weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt läuft die Geschichte wieder. Jetzt können wir wieder loslächeln. Ne? Jetzt können wir wieder loslächeln. Ah ja, ich weiß nicht, ob ich das euch gesagt habe. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Und zwar, da habe ich auch einmal das Problem gehabt. Zum Glück ist mir das nicht beim Schaffen passiert, also in Neustadt, sondern zum Glück ist mir das daheim passiert. Einmal habe ich ihn abgeschlossen, der Karre, und normal, wenn du den Lenker noch links machst, geht das Lenkradschloss neu. Und da habe ich ihn aufgemacht und wollte fahren. Das war Gott sei Dank am Wochenende, also da habe ich nicht schaffen müssen zum Glück. Und machen an. Warte mal. Ich brauche. Ja, das geht ja nicht bloß bei mir mit der Vorderradbremse. Warte mal. Machen an. Dann geht er an, ne? Und dann will ich den Lenker gescheit machen und dann geht's nicht. Da war das Lenkradschloss noch drin. Weil normal ist es immer rausgegangen, wenn du nachgemacht hast. Aber irgendwie, da hatte ich was gespackt. Und da haben wir geguckt, anscheinend ist es auch da vorne oder wie, da musst du vorne aufmachen und dann kommst du ans Lenkradschloss dran. Das ist einfach, weil es elektrisch geht. Anscheinend, da haben wir den Stecker einfach abgezogen, dass wir es quasi deaktiviert haben und jetzt habe ich zwar kein Lenkradschloss mehr, aber egal, aber das ist mir lieber.
guckt, wenn ich jetzt so mache und machen aus der Karre und den abschließe normal, dann jetzt wäre das Lenkradschloss drin. Aber das haben wir deaktiviert, das Lenkradschloss, weil das ist nämlich aufgegangen. Auch wenn ich ihn auch gemacht habe, ist es nämlich aufgegangen. Und das haben wir aber hingekriegt, dass wir es aufgekriegt haben. Irgendwie haben wir da bei dem Bolzen, da haben wir einfach ein bisschen, da war festgerostet oder wie, was weiß dann nicht, da haben wir ein bisschen WD-40 neu gemacht. Oder wie, und dann haben wir probiert und dann, Gott sei Dank, ist er rausgegangen, der Bolzen. Aber dann, wie er raus war, da haben wir gleich den Stecker gezogen. Vom Lenkradschloss haben wir gleich den Stecker abgezogen. Quasi, dass es nicht mehr neu geht. Also, das heißt, ich habe jetzt kein Lenkradschloss mehr, aber das mache ich lieber. Weil nicht, dass mir das wieder passiert wäre. Und, ja. Aber, wie gesagt, soweit. Da auch mit dem Aufstelldach. Mit dem Aufstellfenster, das klappt, das geht auch. Alles gescheit und ja. Ja, soweit. Oh, das ist schon wieder warm da in dem Karre, das ist brutal. Da steht jetzt gerade mal eine halbe Stunde da und nicht ganz in der Sonne. Da ist ja keine Sonne. Ich stehe halb im Schatten und das ist abartig. Das wird jetzt schon brutal warm in dem Karre. Na gut, wir haben nach knapp 30 Grad, glaube ich. Ich habe einen zugeschlossen, der Karre, deswegen geht er nicht an. So. Aber wie gesagt, mit dem Scheibenwischer, das geht jetzt auch wieder alles gescheit. Kann ich euch mal zeigen. Guck, da mache ich mal da ein bisschen. Da auf die Scheibe und. Guck mal, wie schnell der ist, das ist abartig, guck mal. Guck mal, der ist. Guck mal, wie schnell. Das ist brutal, Alter. Oh Jesus, guck mal, der ist so schnell, der geht da an der. Ja, aber jetzt geht er wenigstens wieder gescheit, ne? Der Scheibenwischer. Und dann passt es. Und mit der Handbremse, die geht jetzt auch wieder richtig. Dann jetzt rollt er mal nämlich fort. Und dann läuft die Geschichte, ne? Hopp, ich fahre mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war nochmal ein kurzes Update zum Karre. Mal wieder. Aber wie gesagt, guck mal, da siehst du da oben am Aufstellfenster, guck mal, wie stabig das ist. Guck mal, du kannst drüber gehen, siehst du es gescheit. Guck mal, wie der aussieht, der Karre. Ich muss da auch auf dem Dach oben. Ja, das kommt jetzt nicht so rüber. Aber das sieht wieder aus wie Harry. Da muss ich mal wieder sauber machen. Innen drin habe ich ihn ausgesaugt am letzten, bevor ich ihn da noch den Cover gebraucht habe. Aber da muss ich jetzt mal gucken, dass er mal wieder gescheit aussieht. Und dann können wir wieder loslegen, ne? Ich hoffe, das war mal das Video, Update vom Karre. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich baller mir jetzt erstmal noch einen Kipp in die Batterie und dann geht's weiter. Ne? Und dann läuft die Geschichte wieder, sag ich dann. Ne? Hopp, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzes Update zum Karre, hopp. Mal gucken, wann ich den Roller wieder hab. Dann kommt nochmal vielleicht ein Update vom Roller. Oder mal gucken, wann ich ihn vielleicht nach der Inspektion, ja, dann muss ich jetzt gucken, da, welche der Ventile da, und dann gucke ich mal, wann ich ihn hole, der Roller, dann mache ich gleich noch einen Termin für die Inspektion und mal gucken, wann das gemacht ist. Also wenn er wieder einwandfrei läuft, dann kommt mal wieder ein Roller-Update und dann können wir wieder loslegen. Ne? Hopp, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kurze Update zum Kabinenroller. Ja, wie gesagt, aber mal gucken, wann ich was weiß. Da welchem Roller dann. Oder wann ich ihn wieder hab, dann kommt mal wieder ein Update zum Roller und dann läuft die Geschichte, ne? Hopp, alle. Servus.